Der Schlachthof hat noch kein Ende gefunden. Hier bei Assassin's Creed 3 auf den Spuren der Zeit unserer Vorfahren und Stefan will wieder Krieg anfangen. Bitte nicht, du hast sowieso kein KP noch. Ja, mach ich's halt. Nein, er ist sowieso gleich im Arsch. Man kann gegen Unrecht ankämpfen, aber doch bitte nicht so. Mhm, wäre auch dafür. Bist sowieso gleich tot. Das Alter, das ist nicht vernünftig. Mann, ey, muss ich ja alles machen. Es sind doch nur Rotdrücke. Vielleicht sind es sogar Schweizer drunter, man weiß es nicht. Ja, gut, die Schweizer gerade ist zwar hier beim Papst unten, nicht wahr, aber trotzdem. Es sind doch auch nur Menschen. Ach nö, bitte nicht. Oh je, oh je. So, bis langsam zufrieden, Alter. Mann, der geht immer weiter. Gar keine Zeit hier, meine Schlachtbank auszurauben. Ja, toll als 3, ja, ist ja schön. Immerhin lebt er. Das war ja mein Hauptziel. Zerstört? Du blöder Bastard! Soll ich deiner Meinung nach Johnson sagen, sein Tee hätte sich spontan selbst entzündet? Unsinn! Jemand ist dafür verantwortlich und du wirst herausfinden, wer. Und versagst du, weide ich dich aus und finde einen anderen, der es kann. Was nun? Ein Fenster öffnen. Bitte was? Ein Fenster öffnen? Setzen Sie Ihre Assassinenrekrut im Kampf an und nutzen Sie Ihre einzigartigen Fähigkeiten. Halten Sie L gedrückt, um das Assassinenrad zu öffnen. Ich glaube, das ist neu, was? Attentat, Fähigkeiten? Toll. Und jetzt? Kommt und seht, was die Natur bietet. Wer zur Hölle bist du? Warum? Du hast kein Recht, die Leute zu berauben. Ob das Parlament zustimmt oder nicht. Britisches Parlament? Ich arbeite für William Johnson. Johnson? Beende seine Qualen anständig. Bitte. Die Leute haben scheinbar ein Ohr für dich. Was ist mit deinem Besitz? Die Leute hören mir nur zu, weil ich die Wahrheit spreche. Deutlich. Und das ist 1000-mal mehr wert als der Inhalt meiner Truhe. Sollen's die Briten doch behalten. Du hast dich heute bewährt. Ich sagte vorhin, ich gebe dir ein Ale aus, wenn du mir hilfst. Statt des Biers biete ich dir Gefolgschaft. So du willst. Deine Hilfe ist willkommen und ich danke dir. Jetzt muss ich wohl zu Sam Adams. Der vor Wut kocht, Sequenz 6. Ist immer nicht neu mehr erhalten. Ja, natürlich 3 von 3 fehlgeschlagen. 3x ist doch auch schön anzusehen. Ja. Gut, wie geht's weiter? Nächste Mission, wo ist er? Wo ist Sam Adams? Attentat mit L, Moment mal kurz. Kann ich das umstellen? Hallo, ich würde gerne... Okay, Quebec, verfügbar, Templerkontrolle. Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz, weil hier sitzt... Mal kurz. Hier. Genau hier. Jetzt kann ich doch hier mit Fähigkeiten Attentat, aber ich komme hier nicht hoch. Ah, jetzt geht's. Attentat aufwiegeln. Ah, verstehe. Nun gut. Das heben wir uns für später auf. Wo ist jetzt Sam Adams? Wo müssen wir hin? Die Assassinen-Gilde, neuer Assassinen-Rekrut angeworben. Zusätzlich können keine Rekruten gerufen werden. Schade eigentlich. Aber dann eben später. Wir sind, glaube ich, eben noch inkognito unterwegs. Hoffe ich zumindest, trotz dem ganzen Krawall und so. Sam Adams. Wo bist du? Und welche Rolle spielst du in diesem Spiel?
Ja, wortwörtlich sogar. Was ist denn hier los? Tumult anzetteln, von mir aus. Das ging ja einfach. Servus Leute, na wie geht's so? Hey, guck mal, ist das nicht der kennt schon, ihr wisst schon, der Conor McKnight-Killer? Ja, und er ist anonym, wir haben kein Recht, ihn zu schlitzen. Na gut, dann halt. So viel dazu, nicht wahr? Wo geht's lang? Wo ist er vor allem? Er steht so... Oh, da vorne bereits. Na, geht doch. Sequenz 6, die Teeparty. Mission starten. Was? Da könnte ich mir den Arsch lecken? Ah, höflich den Arsch lecken. Also mir natürlich nicht, aber ihm vermutlich. Oder offenbar, oder es ist ja auch egal. Was geschieht nun? Wir warten auf das Signal. Welches Signal? Mehr kann diese Versammlung nicht zur Rettung des Landes beitragen. Dieses. Guten Abend, Gentlemen. Sollen wir dann? Nein. Was ist denn los? Ich wurde den ganzen Tag von einer Verrücktheit in die nächste gerissen und habe nichts vorzuweisen. Bevor ich nun weitergehe, will ich ganz genau wissen, was ihr vorhabt. Natürlich. Zuerst begeben wir uns zu Nathaniel Bradleys Haus, um den Rest der Gruppe abzuholen. Dann gehen wir zu Griffin's Wharf, betreten die Schiffe und versenken den Tee. So einfach. Einfach scheint etwas optimistisch. Kopf hoch, Connor. Denn heute Nacht sind wir alle Sieger. Die Söhne der Freiheit schicken eine Botschaft nach England und du beraubst William Johnson seiner Geldquelle. Dein Dorf ist jetzt sicher. Ich habe eine Idee. Warum gehst du nicht voran? Dann stolpern wir nicht mehr in neue Probleme. Stimmt's? Ich traue dem nicht. Ich traue dem einfach nicht, dass der uns wirklich die ganze Wahrheit erzählt und vor allem, dass der wirklich auf unserer Seite kämpft, beziehungsweise wir auf derselben Seite stehen. Irgendwas stimmt hier nicht und ich werde sicher herausfinden, was es ist. Boston, 16. Dezember 1773. Der Menge zu unserem Vorteil nutzen. Sag mir wie, Connor, und ich sorge dafür. Ja, gute Frage. Die Wachen erledigen. Per Attentate zum Beispiel. Geht's auch bei Ihnen? Wo ist eigentlich der andere hin? Hallo? Wo ist mein Assassinenrekrut? Wo ist der hin? Steht da vorne? Nee, oder? Moment mal kurz, Leute. Attentat. Kann ich das auswählen? Nee, kann ich nicht. Ich muss wohl in seiner Nähe sein. Wo ist er jetzt hin? Hä? Der ist da rübergerannt? Das habe ich gesehen. Wo steckt er denn? 15 Ziele eliminieren. Da habe ich mir was vorgenommen. Oh, wird lustig, wird lustig. Oh yes, das wird lustig. So, Freunde, was könnt ihr da schnell Schönes machen? Mir ist außerdem nichts, wa? Nö, scheinbar nicht. Das heißt, ich muss selber ran. Direkte Konfrontation. Wer bist du jetzt? Okay, okay. Ziemlich wachsam, die Guten. Ich glaube, es wird wieder mal Zeit für Pfeil und Bogen, Freunde. Sehr schön. Von oben abballen, wie es aussieht, wa? Ja, das klingt mir doch nach einer guten Idee.
So, die Verstärkung müsste kommen. Daneben. Guck mal, hier bin ich. Woo! Daneben, wo ist eigentlich meine Verstärkung hin? Hallo, hab doch gerufen. Ja, scheinbar also doch nicht, hätte mal alles alleine machen. Selbst ist der Connor, oder wohl eher selbst der Assassine, nicht wahr? Das wäre so, wo ist meine Verstärkung hin? Hallo? Geh ich nicht, Mann. Hier sind zwei, wo ist der dritte hin? Hallo? Wo ist mein Kumpel? Wo ist Stefan Chapeau, der hieß? Wo ist der Shampoo-Typ? Nirgends, na toll. Aber Pfeil und Bogen scheint mir eine gute Wahl zu sein an Waffen, weil so kann ich schneller nachladen. 9 sind's noch, nur noch 9. Oh. Ja, ob das eine gute Idee war, finden wir noch raus. Als Ablenkung aber gar nicht mal so übel. Ich hoffe, Stefan hält noch ein bisschen durch. Ich sehe gerade seine Energieanzeige nicht, aber wird schon gut gehen. Na, schaffst du es, Alter? Schaffst du es? Gemeinsam sind wir stark. Das war fast ein bisschen zu einfach. Soldaten! Wir müssen sie in Schach halten, solange der Tee versenkt wird. Ich helfe dir. Sag, was ich tue. Gute Idee, Alter, gute Idee. Tegis ins Wasser werfen, 0 von 10. Muss ich das etwa auch machen? Ja, wieso eigentlich nicht, wenn wir schon mal ein bisschen Zeit haben, nicht wahr? Entschuldigung. Ah, da steht indischer Tee. So, mal gucken. Rot drücken ins Wasser werfen, 0 von 3, okay. Ja, dann kommt doch mal an Bord, Freunde. Kommt mal an Bord. Wo seid ihr denn alle? Gute Frage, wo seid ihr alle? Was, die Leute auf dem Boden verteidigen? Muss das sein? Mensch. Na, kommt her. Ich will auch mitspielen. Lass mir auch ein bisschen was. Oh, es wird Nacht. Doch nicht. Seltsam. Luftattentate mit Muskete. Na, von mir aus. Die Muskete. Habe ich ja gar keine. Fällt mir gerade auf. Ich habe doch nur eine Pistole. Okay. Oh. Das war natürlich das Falsche. Das hier sowieso. Wenn schon. Oh, scheiße, aber gar keine mehr. Pistole. Moment mal kurz. Kann ich jetzt... Das kann natürlich auch... Mann, wollte ich gar nicht. William, wo bist du überhaupt? Bist du William? Nö, scheint mir nicht so. Entschuldigung, William war ein bisschen abgelenkt.
Mann, kommt schon der nächste Spacko. Ich habe auch nie Ruhe. William scheint es momentan gut zu gehen. Sehr schön, das war der zweite. Mann, wie soll ich denn helfen, hier etwas über Bord zu werfen, wenn ich gerade alle Hände voll zu tun habe? War zwar nicht heimlich, aber egal. Ja, ich weiß, ich muss dabei helfen, ich hab gerade alle Hände voll zu tun. Seht ihr das denn nicht, hey? Nö, sehen sie offenbar nicht. Und der andere steht nur blöd in der Gegend rum. Hey, William. Und das waren 3 von 3. Schön. Mann, nee, kommt der andere Spacko von hinten. Ich habe definitiv die falsche Waffe ausgerüstet. Moment mal kurz, es geht doch anders. So, den wieder und den da und Tobi lässt es fallen. Yep, er hat es fallen gelassen. Sehr schön. Pool River geht's auch nicht so gut, wie es aussieht. So, komm schon, hier noch kurz über Bord werfen. Einmal. Zweimal. Oh, ich muss schnell rüber. Ich komm doch schon. Bäm. Wer hier will hier meine Freunde schlachten, wa? Alter, spielen wir hier Mortal Kombat und was ist los? Ja, helfen Sie mit. Ich weiß. Hilf mir doch mal. So haben wir es endlich. Es ist vollbracht. Naja, fast. Charles. Connor. Die letzte ist für dich. Toller Grafikfehler. Besser, wir verschwinden hier. Was war das gerade? Leute, ich weiß nicht, ob das bei allen so auftritt und jetzt nur bei mir so ist oder ob das eine Wii U-Spezifikation ist, da mit dem Verschwinden, aber ja, es war schon knorke. So, wir haben es nicht ganz geschafft, alle 10 Kisten runterzuwerfen. Ich weiß, wir haben dafür 3 Rote über Bord geworfen, das war auch nice. Gut, das heimliche Attentat mit den Musketen nicht ganz geklappt, aber was soll's, nicht wahr? Hauptsache, wir haben es geschafft, Freunde. Das ist doch schon mal etwas. Und wie es hier weitergeht bei Assassin's Creed 3, auf den Spuren der Zeit von Connor und natürlich auch Charles und den ganzen Grafikbugs hier und natürlich auch den Mondschein, das seht ihr wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao zusammen.